What a message, hey. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. kann man sagen. Mann, ja. oh Mann. Es ist schon krass, also ich habe ja wenn man Matthäus Kapitel 4 und 25 durchliest von Jesus, wo Jesus sagt, ist schon, ja, Heavy. ja, ist heavy, ja, aber es ist einfach ist auch ein Fakt, über das sprechen wir jetzt ja nicht jeden Tag, aber ich finde, ab und zu muss man auch in den Spiegel schauen, wie es ist. Also ganz kurz jetzt vielleicht zu den Leuten zu Hause sagen, also jetzt habe ich mehr Angst, obwohl du gesagt hast, Jesus ist auf dem Thron. Was würdest du diesen jetzt einfach noch sagen? Ja, ich finde, es ist nicht falsch, wenn man mal so einen Kübel Wasser über den Kopf geleert bekommt. Ich finde einfach, es ist manchmal gut, man öffnet die Augen und es kann im ersten Moment auch einem Angst einjagen, ja, weil wenn alle diese Dinge kommen. Aber Jesus sagt ja, es wird so sein, es wird so kommen, aber am Ende werden wir an diesem Tisch mit Jesus sitzen, weil Gott hat immer am Schluss vom Tag die Ewigkeit im Kopf und unser Leben ist eigentlich ein Test, nicht mehr und nicht weniger. Und oft nehmen wir diesen Test ein bisschen zu viel. Logisch, ich möchte auch ein gutes Leben haben, das ist gar keine Frage. Aber man vergisst manchmal den Mainpoint, dass es darum geht, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Wir sind nur auf der Durchreise. Hä? Wir sind Pilger. Die Bibel sagt, wie Abraham sind wir auf einer Durchreise, werden diese Stadt auf dieser Erde nie zum Ziel kommen, weil unsere Stadt ist der Himmel. Und natürlich, man hört das so und alle sagen, ja, ist so. Aber das dann zu erleben, ist eine andere Story. Hey, ich habe einige taffe Fragen. Ich weiß, du liebst das. Du hast eben, ich fand es so spannend, einfach die verschiedenen Wellen dieser Wehen zu sehen, Verfolgung. Jetzt aber einfach mal von außen betrachtet, würde ich sagen, haben wir die härtesten Wehen, sind schon ziemlich lange weg. Also die Verfolgung, die Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, also haben die Wehen abgenommen dann, oder? Oder Die Wehen haben nicht abgenommen. Ich meine, wir haben heute natürlich, die Welt ist globaler geworden. Also ich meine, du hast heute zum Beispiel mit Corona eine weltweite globale Krise. Man hat eine Wirtschaftskrise, es gibt eine Finanzkrise, es gibt eine ethische Krise und es gibt auch eine Gesundheitskrise mit Corona. Also diese Welle, die jetzt uns trifft, die ganze Welt, die ist heavy, weil es betrifft alle. Betrifft auch, dass die Armen der Welt noch ärmer werden wegen Corona. Über das sprechen wir ja im Westen nicht, weil wir haben einen Staat, der uns Finanzen gibt. Aber ich denke, in Afrika und anderen Ländern man spricht von 30 Millionen Hungerstote geben aufgrund von Corona. Aber es ist natürlich halt weit weg. Und das sind Zahlen wie in den biblischen Ausmaßen. Ja. Und das ist schon krass. dieser Bibelvers im Matthäus-Evangelium, du hast ihn gebracht, dass in den letzten Tagen Verfolgung werden wir erleben. Ich erlebe ziemlich wenig Verfolgung. Ist das ein Problem in der westlichen Welt? Es kommt immer davon, in was für einem, ich meine, du bist jetzt ein Pastor, ich bin ein Nachbarpastor. Wir leben es ist einfach so, wir leben ein bisschen so in einem geschützten Bubble. Ja. Und wenn ich zum Beispiel Golfspiele gehe und ich habe jedes Mal ein Gespräch über Jesus und da kommt dir schon die ganze Lawine entgegen, wo ich dann denke, oh krass, das erlebe ich ja dann vielleicht 4 Stunden in der Woche. Aber wenn du an einer Firma arbeitest, Hunderten von Mitarbeitern, die diese Dinge nicht so sehen wie du bist und ständig konfrontiert mit quasi, was geht dann bei dir ab? Und da erlebt man schon Mobbing im gröbsten Fall auch wieder, weil man nicht mehr zur Meinung stehen darf. Man darf das heute nicht mehr, man sagt dann einfach nichts mehr und nickt den Kopf. Das ist krass. Mich ermutigt so immer es gibt ja auch jetzt Länder, die erleben die Christen praktische Verfolgung, also an Leib und Seele. Was beobachtest du? Was passiert da mit der Kirche? Weil in den ersten Jahren ist ja auch die Kirche nicht kaputt gegangen. Ja, das hat zu tun mit der Erweckung. Also ist Jesus wirklich deine einzige Sache oder hast du noch Götter im Leben? Das hört sich jetzt so einfach an. Wenn du nach China gehst, wo man nicht Kirche machen durfte, dann hatten sie gewusst, wenn ich Jesus nachfolge, hat das einen Preis. Oder wenn du Moslems hast, die zum Glauben kommen, die werden von der Familie verstoßen, die haben nur noch Jesus. Bei uns kannst du Jesus auch noch haben und du kannst andere Dinge auch noch haben. Also ich glaube einfach, was Gott jetzt macht in den westlichen Ländern, er macht uns wieder erweckt, dass wirklich die Hauptsache zur Hauptsache kommt. Und immer da, wo das geschieht, entsteht auch Erweckung. Es ist nie beides. Also das ist für mich hoffnungsvoll. Es ist immer Hoffnung. Wenn Gott etwas zulässt, ist ja das Hoffnung, weil Gott uns zurückrufen will. Wir sind ja seine Gottesgeschöpfe. Also Gott ist unser Vater. Also wenn Gott es zulässt und wir kommen zum Glauben zurück, dann hat Gott gewonnen. Wir haben vielleicht verloren wirtschaftlich, aber nicht aus der Sicht von Gott. Du hast das angesprochen mit der Einheit und das fand ich so stark.
Jetzt möchte ich einfach ganz praktisch jetzt die Frage, die Maskenfrage, du hast sie auch angesprochen. Wie lebst du das, dass diese Maskenfrage in deinem Umfeld eine Einheit kommt oder in die Kirche und dass nicht da eine Spaltung kommt oder das? Oder wie lebst du das? Was machst du ganz praktisch? Ja, also erstens ist ja die Maske nur halb so schlimm. Ich bin ja oft in Asien unterwegs und wenn du krank bist, hat man eine Maske schon immer angehabt. Für uns ist es ein bisschen ungewöhnt. Und ich sage immer, die Diskussion von der Maske, die ist es nicht wert zu führen, weil die Hauptsache muss sein, dass wir Menschen für Jesus gewinnen. Wir schauen, wie können wir unsere Groups und Familien on fire sein für Jesus. Da will ich meine ganze Energie und auch Diskussion investieren. Und das ist auch für mich so eine Nebenschaubühne, die kann man diskutieren, aber die ist unrelevant auf lange Zeit, weil Masken hin oder her, in der Schweiz kann es immer noch, wenn du rausgehst, siehst die Maske an. Also es ist für mich für mich ein Thema, wo ich nicht Energie reinstecken möchte, weil es gibt für mich Themen, die sind für mich viel vorderwiegig als jetzt das. Das ist meine persönliche Meinung. Hey, danke vielmals, Leo, für deine Offenheit, für deine Klarheit in dem Bereich jetzt. Wenn jetzt Leute Fragen noch haben, wenn sie sagen, hey, ich löse all das, habe ich noch mehr Fragen jetzt als anders. Oder würde sagen, hey, was würdest du diesen Leuten empfehlen jetzt? Das ist eine mega gute Frage. Am Ende des Tages kann es sein, weil du gläubig bist, verlierst du deinen Job. Es kann sein, weil du gläubig bist, geht eine Familie auseinander. Das sind ganz, ganz praktische Dinge. Auch Christ zu sein kann bedeuten, dass man gewisse Dinge nicht mehr bekommt. Kann ja alles sein. Und dann ist immer meine Frage, was ist denn das, was Krisen fest ist. Und das ist mein Jesus, das ist mein Fundament, er ist mein Anker. Also dann muss man eigentlich wie König David noch viel mehr diese Gegenwart Gottes suchen, mit Worship, mit Bibellesen, Gebet, dass du einfach merkst, ich habe diesen Frieden, der ist unabhängig von den Dingen, die auch noch da sind. Hört sich immer mega einfach an, aber man muss sich da hineinwerfen. Das ist ja bei mir auch so, wenn ich nicht im Moment mir mega viel Zeit nehme mit Gott in der Bibel, dann drehe ich durch, weil ich kann die Medien schon gar nicht mehr lesen, ich kann es schon gar nicht mehr verstehen. Die ganze Stimmung ist total angespannt und ich möchte nicht in diese Welle reingeben, weil ich habe ein Leben mit Corona und vor Corona, nach Corona, wie es auch immer kommt. Ja, verstehst du ein bisschen? Man muss sich reinlehnen. Und das ist Arbeit und das ist ein bewusstes Ding, weil ich will nicht meine Meinung mich prägen lassen von den Medien, weil Medien schreiben einfach das, was Klicks und Like bringt. Die müssen nicht die Wahrheit schreiben. Die können einfach das schreiben, was sie schreiben wollen. Hey, sehr gut. Was für ein Schlussstatement. Danke, Leo, vielmals.